Siebente Kapitel. Aus Schitwes, schlugen die Kampagne. In der Zeit beeist die Firma Friedman E. Fuhrmann hat herausgestellt der bekannte gildene Schild auf dem Sklad von Bahn mit den Kleiten, haben die Schitwen sich besetzt beide auf dem obersten Stock von der Mauer, in welchen Skladen haben sich befinden. Na so haben sie gekannt, kicken die in Fenster, glauben nachts im größten Geschäft. Es ist allemal gegangen besser und besser. Gott seine Sonnen haben gesagt, als das kann nicht ausgehalten werden. In Friedman und Fuhrmann werden müssen in Giechen umsetzen. Friedman und Fuhrmann haben gehört, was die Welt redet von sei. Und haben sich in Herzen ausgelacht von der dosige leitische Meile. Und haben sich getun, sei es. Friedman ist gesessen über die Bücher und hat gehiet im Cheshben, wie er hinter Schwell. In Fuhrmann hat verrissen den Nuss, also hoch, in rausgestelltem Bauch mit Azar Gadlis. Wie es wollte schon gut nicht sein, kein Glachen sein. Wie es wollte schon gut nicht sein, kein Glachen zu ihm auf die ganze Welt. Wer wollte gesucht, als auf demselben Fuhrmann konnte ihr treffen zu jeder Zeit in der Heim über eine Top-Kartoffel. Im Herren, wie er rast aus der Dienst, war ein übrigen 10 Eier, was sie hat gekauft. Als Nummer hat ungeheuben sich Herren auf der Welt, haben sich zu ihm ausgetun Kräuben von aller Seiten. Allerlei Vetters, Mimes, Schwesterkinder, Mechtunen, also gitte Bekannte, Chawairen. Hat Chille ist Fuhrmann gewähnt stark zufrieden, was der oder jener Kure, was gekommen zu ihm zu Gast. Hat ihm gemacht, als breite Buchhabla, als der Kure haben sich gestellt reden in der Augen verfragt und Verdankbarkeit. Aber ich habe gewusst, Meier, das Herz hat mir gesucht, als die hast mir nicht vergessen. Meier hat ihm genommen hinter der Hand und hat ihm ausgeführt über alle Chaduren, gewesen das Nebel, den ganzen Häuf, die Kleiten, die Kehle, alles. Kure wird geschockelt mit dem Kopf und er gesagt, pssst. Nachdem hat Meier gesetzt beim Tisch über nun, gleicht ihm in Teller heran, das schönste Ding, das Beste, und hat gekommandet mit dem Meschures. Allik, Fleisch dus, Bordeaux. Allik, von dem Besten, dus, ungekosten im Kurve des ersten Großwahn, hat ihm der Zeil, was für ein Wahn das ist. Wie viel kostet, und welche Prizen trinken du als ein Wahn. Maar die bouwde Kurve hat noch ungeheuer verhieten sich in der Zeil, was für eine bittere Zeit Hand ist, wie also die Panus ist geschlagen, wie also im Wert ausgerissen, wie also wird nebach gehabt einen Inblick auf sich, etwas als Reife, ein Prozess. Also hat sich bei Fuhrmann ein Riss getun im Herzen. Der Bauch der fehlt, als du ist etwas nicht glatt, als du es schmeckt mit Geld, hat der ungeheuren pinkelt mit den Augen, schockeln mit dem Kopf und krächzen. Und auf Gier gehabt, auf sich dem Rock, herausgelaufen im Kantur, und umgesetzten dort bis spät in der Nacht. Auf morgen wieder dasselbe, das eigene. So lang, bis der Kure wird das Spei getan, und ist weggefahren mit leidigen Händen. Und nicht alle Kräuven sind gleich. Es gibt sich aus einmal als ein Smelljak, in dem uns Hände es ist schwer, also Giech, sich herauszudrehen. Als welcher ist gewähnt der Vetter Don, welcher verdient, als man soll suchen wegen ein etliche Werte. Der Vetter Don, meist ein leiblicher Vetter von der Mamas Zeit, ist damit gewähnt ein Kapzen. Und hat damit gezeugt bei der Schwester, die Klei, bei Eis sie, Meiers Mutter, ist geworden eine Giedeste. Allein hat nicht getun, keine Hand in kaltem Wasser. Hat sich gerechnet für eine Eidle nie. Es gibt daran eine jüdischen Seife. Der Pfarr hat gefordert von dem Schwurger, von dem Balagule, soll ein Beistein in seinen Neuten, und wie viel man hat ihm gegeben, ist ihm karg gewesen. A Teube mit stücklich Watte in den Euren ist Tumme darin gegangen und hat gewortschet
hat gehalten, als nur für seine Eitelkeit allein hat schon geschworen, der Balagula sich bedarf teilen mit ihm auf der Hälfte. Zum Sof hat ihm ein Schuhfahren viele vergessen heranzustellen, die Zavu heran. Der Vetter dann hat damals geschworen, beim Bruder im Pais, als Zad wird leben, wird nicht umkicken. Nicht die Schwester und nicht ihre Kinder. Nur was ein Mensch nimmt sich auf sich, ist noch als weinig in der Zeit darin, als der Vetter dann oder Herd, als ein Plemenik Meier Quasche, ist geworden gut, ein ganzer Gewirr, ein Millionär, hat sich mehr Affer gewähnt und sich dort gefahren zum Plemenik, zum Herrn Fuhrmann, a Kickertun, zum Herrn Fuhrmann, a Kickertun, wo steht sich dort als alles. Fort der Plemenik, litt in Fleisch. Der Vetter dann ist nicht gekommen zu Herrn Fuhrmann, wie es kommt ein Gast. Ist nicht gekommen zu Herrn Fuhrmann, wie es kommt ein Gast, nein. Der Vetter dann ist zu ihm gekommen, wenn er kommt zu sich heim von der Wartene See. Früher hat man herangeworfen, gleich in Saal heran, auf verschmierten, auf verstinkenden Sack mit Chafeizen, a größeren Kischen, in welcher seinen geflogen Federn nach Sach, a größer blechernem Scheinig, a Flasch mit Bronfen, hat alles entfüllen. Und allein ist der Vetter dann heran mit einem wolfenen Pelz, das ist gewesen Winterzeit, mit der grünen Schal, mit Stiefel, mit der Saal, Jarm, als alle seine teut geblieben verschreckt. Was ist das für ein Schlag? Wer ist das? Das bin ich. Ich bin es. Hast du mich nicht gekannt? Heraus ein bisschen. Auch will ich sich austun und ein bisschen sich umwarmen. Ah ja, Kälte, bittere Kälte. Also, sitzt sich da kein Maße nicht. Herste, und das ist dann Wabel, komm nach her, Ziemeirl. Na, der Rupa Shulam Aleichem. Ah, mein kleine Fußes. Oh du, bei der Haruba. Ein bisschen Bronfen wird musst du mir sagen, ha? Wie meinst du, steige? Und wasche ich die Hände und darf noch mal, will mir ein Kap schmissen. Meier zittert verkass und kritzt mit der Zein. Gedenkt nur dem Vetter dann für Jingelbad. Ja, so die Tate hat gelitten von ihm. Nur wusste ich mir mit der Vetter, raustraben kann man ihm nicht. Man darf ihm etwas geben. Es hilft sich nicht. Aber wie Kieche Putte werden. Nur von dem Vetter dann wird mir nicht so Giechputte. Hört nicht, was mir erzählen. Mei schreit sie immer verkoll. Entweder Kur Bäuberig. Stippt Warte in die Euren und zerlegt sich in den Saal, wie bei seinen Taten in Wahngurten. Verimmert allem in das Leben. Lässt nicht reden, nicht essen, nicht schlafen. Das ganze Haus ist voll mit Vetter dann. Meier macht schon allein eine Rede mit der Vetter in Koyach sein Kimmen. Fragt bei ihm heuer auf Keules. Was will er? Was begehrt er? Was verlangt er von ihm? Der Vetter dann hat aber Zeit. Sucht, Chab nicht, mein Kind. Hab Zeit ein bisschen. Will noch schmissen wegen dem auch, im Jetzerschein. Der Wahl sucht mir besser mein Herz, Und was ist, will ich dich fragen? Und was ist, will dich fragen? Und was ist, will dich fragen? Nicht so, aber ist sich begangen Tabelle mit ihren Kräuven. Nicht so, aber ist sich begangen Tabelle mit ihren Kräuven. Die Madame Fuhrmann hat sich geschämt mit ihrer urmen Familie und nicht gekannt laden, als es ist zu ihr herangekommen, ein urme Kurer nach zerrissene Kapotte. Denn die Madame Friedmann ist gewesen bei ihr zu Gast. Darüber hat sie geteilt mit der breiten Hand natürlich, als Meier soll nicht wissen, nicht der Fall, weil sie hat Meure gehabt, war Mann, nein, sie hat schon lange gehalten Meier stark in der Hand, nur weil sie nicht ungestanden, als ihre Freund, ihre gildene Sprüche, soll davon umkommen zu ihrem Mann.
Und Madame Friedman ist gewesen glücklicher für ihn. A gesinnte und a freiliche hat sie gelebt, a Gittentug, gewiss von der Welt zu suchen, stark lieb gehabt dem Mann, welche ist ausgegangen durch ihre Tritt, gefühlt sich sachfreier wie Teibelen, daheim, dem Parik schon lang abgeworfen, gegangen im Theater, geschlossen Bekanntschaft mit Ingela. Es kann sein, als der Madame Fuhrmann hat sich auch erlaubt, also zu leben, wenn ihr Futter soll nicht heißen, dann bleibt sie Pinchsels. Und sie soll nicht heißen, nach Adajoim, Teibele Leipzig. Er hat sich hier nebach geglist, darauf zu werfen, den Parik, in herausstellen, Gott ein bisschen, ihre scheine schwarze Haar. Bei ihr ist doch schönere Haar, wie bei dem Gehle, Madame Friedman. Nicht kennen die Grachen ihr Willen, hat sie als stärker und stärker Fahnen gehabt. Ihr Freunden, der Madame Friedman, ihr Gelächter, ihre Gehle, nicht zugedeckte Haar, haben ihr gebrennt die Augen in gestochenen Herzen. Die Madame Friedman hat das ganz gut gewusst und hat schon lang gepickt Motteln und Kapperan. Als es wohl schon Zeit gewesen, upteilen sich von dem Schittef in Unheim selbstständig zu leben auf der Welt. Aber so ich dir, wirst du sie wegkeulen, hat ihr Mottel darauf geantwortet. Die wirst ihr noch machen am Teut. Du weißt, Malke, wie viel Steiger es kann immer rauskommen auf sein Heilig? Nu, treff. Was treffen? Zu nein? Wie viel? Knapp 300.000 Kerblich. Du verstehst zu nein? Od dem Storosch, od der Jascherke? In Malkin ist ein schlechter Gedanke im Kaparan. Der dullige Gedanke hat sie lang nicht gelost drehen, bis sie hat ungeheuben, mitchen dem Mann, was hat sie tummet gefolgt. So, als hat zuletzt auch Masken gewähnt darauf. Auf was hat Masken gewähnt? Das haben sie beide zwischen sich keinmal nicht geredet. Nur sie haben beide verstanden, einer dem anderen Unwerte. In Ort sitzen sie beide, Friedman und Fuhrmann. Friedman redt und macht mit der Hand. Wasst dem Schitt auf Papieren, Kasbäunis, warft auf die Beinlich. Schwitzt und verändert sich und redt mit Größhitz. Verstehst du nein? Verstehst du nein? Ja, ich verstehe, wie soll das? Und wann aber kommt es? Also es soll sein, also das, fragt der Fuhrmann. Kicken die Karuppe auf die Spitzstiefel mit verflammten Backen, mit der zerblusenen Nuss, in der Hand zittern bei ihm, in der Stirn schwitzt. A schwere Zeit ist es gewesen, von dem Herr mit der Madame Fuhrmann. A schwere Zeit war die Diensten in Stieb. Noch schwerer von allem ist das von Mottel Friedman. Fühlt wie niedrig, wie nicht ehrlich, begeit sich mit seinem Chavi. Das hat ihm gemacht bei seinem Leben erhalten mit der Jerische. Nur die Madame Friedman nimmt auf sich die Weile. Sie ist Ure für alles. Sie hat eine Sache Ursachen. Als dem Schittef, im groben Fuhrmann, kommt mehr nicht wie 50.000 Rubel. Das ist auch zu viel. Hat kein Mensch gearbeitet und verkehrt. Alles gegessen von dem Greiten. Und sie, die Atscherke, hat ausgehalten, eine ganze Mischbuche mit Zuniatzes, Leibigeiers. Die Milchumme hat sich gezeugt nach Purchaduschen. Die Milchumme hat sich gezeugt nach Purchaduschen. Teibele trabt den Mann, soll laufen, weinen, schreien, sich verlassen auf Menschen. Friedman ist Meritze sich verlassen auf Menschen. Auf Menschen, schreit Malke Friedman. Auf Menschen? Man Tatens Warnkehle, man Manns Horavanje. Ich will nicht kein Menschen. Ich darf nicht kein Menschen. Ein Eck, ein Sof, schon zerteilt, dank Gott, Gepate. Der Friedmans ist ganz lächtig und freilich. Der Herr Friedman sitzt bei sich im Kabinett.
betummelt über seine Geschbeunis. Ist stark vertracht, und wie ein kleiner Wolkendul flieht durch über sein Gesicht und legt der Kneitsch auf seinen hohen weißen Stern. Nur Ott öffnet sich die Tür, und es geht daran der Madame Friedmann. Gesinnt in Schein, freilich und zufrieden. Jetzt ist sie der einzige Ballabuste über den ganzen Reichtum. Schon Puter geworden von der Schöpfung. Sie geht sie zum Mann, legt an ihre fette Hände auf seine Dare Pleizes, tut sich ein Wurf in der Seht Malken. Ah, Malke, hat gut nicht gehört, wie sie ist angegangen. Sie will wissen, wo sie sich also vertracht, versorgt. Gut nicht, verämpft sich und schabt daraus ein Stückchen Papier von dem Schifflu, den wasst mit dem Finger unwerte. Sie kickt lang in ein rote Zwickel, verdeckt ihr Gesicht. Auf ein Stückchen Papier steht ein 5. Mit 5 Nullen, was so, 500.000. Verstehst du nein? Sagt sie ihr Motto Friedmann. Du verstehst du nein? Oh, sie versteht schon, sei gut. Das heißt also groß wie 500.000 Rubel. 1/2 Million.